Ihr Holz kauft die Möbelbauerin Claudia Rinneberg nicht im Sägewerk oder in Altholzbörsen, sondern sucht und findet es rund um den Ammersee, wie diese Eichenbretter, die sie heute mit ihrem Helfer Roland Schwangert birgt. Das sehe ich schon immer hier, wenn ich hier vorbeireite. Und seit Jahren frage ich den Bauern, kann ich es nicht haben? Und ja, irgendwann hatte ich ihn jetzt weich geklopft. Ich habe gesagt, jetzt ist nicht so leicht hier. Gerade so ein Holz, letzten Endes kann es keiner nehmen, weil ein Schreiner, für den ist es nichts. Die nehmen was Gerades her. Und eigentlich kann nur ich es brauchen, aber ich hervorragend. Aber die Bauern geben es nicht leicht her. Ich nehme überhaupt kein neues Holz. Nur alt, weil es Geschichte hat. Das ist auch super, dass es draußen lag. Jeder findet es sonst blöd, weil es vermodert, und ich mag es gerade. Da hat Wind, Wetter, Sonne, Regen, hat einfach Geschichte reingeschrieben. 2 Eichen vorne nehmen wir aber auch mit. Am liebsten würde ich das Moos auch noch retten. Das geht leider nicht. Das mögen die Leute nicht so als Esstisch. Aber am liebsten würde ich es genauso verbauen. Mit Holz arbeiten, in dem die Zeit Spuren hinterlassen hat, liebt Claudia Rinneberg. In ihrem Haus nahe Dießen verbaut sie auch alte Bootsstege, Kirchenbänke oder Holztreppen. Hier lebt sie inmitten ihrer Möbel und mit ihren 5 Kindern, die zwischen 4 und 17 Jahre alt sind. Struktur ist unglaublich wichtig, finde ich, für alles. Gerade wenn man viele Baustellen hat, so wie ich, dann ist es einfacher, im Fluss in der ganz klaren Fließrichtung zu agieren. Da kann man die Energie mitnehmen, statt sich jeden Morgen zu fragen, aha, fange ich heute um 10 an zu arbeiten oder schaffe ich heute das? Oder die Fragen stelle ich mir nicht. Also ich bin da echt, sowohl Haushalt, Kinder, Tiere, ich bin da wirklich in der Fließrichtung immer unterwegs, und dadurch ist es leichter. Mittags ist die Schule für die 13-jährige Tochter Elsa aus. Und Claudia Rinneberg unterbricht ihre Arbeit, um die eigenen 4 Pferde von der Koppel zu holen. Total Urlaub. Zwischendrin totaler Urlaub. Also auch selbst das, was Arbeit macht. Kurz Stall machen, egal ob mit, ob ohne Kinder. Und alleine natürlich auf ihr ganz besonders. Aber also die Arbeit und das Sein mit den Pferden ist Luft holen und Pause machen. Im Waldkindergarten muss sie ihre jüngsten Töchter, die 4-jährige Lia und die 6-jährige Anua, abholen. Hallo, Maus. Also meine Kinder sind auf jeden Fall ein Riesenglücksgriff. Ich bin unglaublich stolz auf jedes Einzelne. Und ich habe tatsächlich ganz früh schon gesagt, ich möchte gerne mal 5 Kinder haben. Ich habe es auch nicht wirklich mir so vorgestellt, dass es nur 5 Kinder sind und kein Mann dazu. Aber so ist es, und so ist es gut. Also die geben alle Halt, alle 5 und alle Kraft, egal wie viel Kraft sie auch kosten. Mit 28 wird die gelernte Goldschmiedin zum ersten Mal Mama. Moritz, Benno und Elsa sind die Früchte ihrer ersten Ehe. Jahre nach der Scheidung lässt eine neue Liebe noch Anua und Lia entstehen. Als diese Beziehung zerbricht, ist Claudia alleine mit 5 Kindern und vielen Tieren. Claudia muss das Haupteinkommen der Familie schultern. Wenn sie zu wenig Möbel verkauft, wird es finanziell eng. Doch ihre Kombinationen aus altem Holz und Stahl in gewollt krummen Formen sind gefragt. Eine spezielle Glasscheibe in der Werkstatt erleichtert den Spagat zwischen Arbeit und Familie. Ich habe nicht so lange Pausen gehabt, als die 2 kleinen Babys waren, sondern habe relativ zügig weitergearbeitet. Und das war meine Form. Ich hatte Betreuung hier zu Hause, teils bezahlt, teils Familie.
Und so, dass ich es hören konnte, wenn sie mich brauchen. Ich bin zum Stillen rüber, zum Wickeln rüber. Und sie können halt jetzt einfach jederzeit klopfen und sagen, Mama, ich brauche das oder das. Und so oder so geht's mir. Ich krieg's trotzdem mit und bin dann da. Und sie kriegen mich mit. Also meine Kinder wissen ziemlich viel über die Arbeit. Sie wissen, was Bohren und Schweißen und Flexen ist. Und sie wissen, wann es laut wird, wann sie aus der Werkstatt raus müssen. Als Goldschmiedin kennt Claudia die Eigenschaften von Metall. Vielleicht mag sie deshalb Eisen lieber als Weißgold oder Platin, weil es Patina bekommt mit dem Alter. Ich biege das Eisen so, dass es dann wirklich eine ideale Passform für den Körper gibt. Oder aber für ein Küchenteil, wie auch immer. Also man kann das ja gerade, man kann es in der Funktion, man kann es, genau. Und bei dem, wo ich jetzt dran bin, ich biege eine Lehne und da biege ich es an einen Körper dran, wie ich mir vorstelle, wie es gemütlich ist. Bisher ging es immer auf, wie eine Maßschneiderei. Ich passe das Möbel auf den Menschen und auf die Wohnung, auf das Haus an. Also da ist genau so 100%, wenn ich mein Weinglas da hinstellen will auf dem Sofa, dann ist genau da ein Bredel von mir angebaut für das Weinglasel am Abend. Also es ist genau auf die Bedürfnisse. Wenn ich mit dem Laptop auf dem Schoß, auf dem Sessel sitzen will, dann ist genau die Armfreiheit bedacht, die es dafür braucht. Wenn man zu zweit, wenn man 3 Kinder hat und möchte so auf dem Sofa sitzen, dann baue ich das Sofa genau so, dass es passt. Produkte aus ihrer Möbelmaßschneiderei zeigt Claudia an der Diesener Hauptstraße in einem Showroom, den sie nur für Kunden öffnet. Hier präsentiert sie auch eigenwillige Broschen aus Eisen, die man an die Kleidung klippen kann, mit Figuren aus Modelleisenbahnen. Doch inzwischen macht ihr das Schweißen einer Vitrine mehr Spaß als Schmuck. Der Schmuck hat nicht angefangen, mir zu klein zu sein, sondern die Möbel sind dazugekommen. Und dann dieser Effekt, dass man natürlich vor einem Tisch steht und sagt, boah, das ist ein Tisch, den habe ich gebaut, ist was anderes, als wenn man sagt, oh, diese Brosche, die habe ich gebaut. Erfüllen tut mich beides, aber ich mag auch diese Größe und diese Intensität von Möbelstücken und vor allen Dingen mag ich, dass es nicht nur Luxus ist, sondern wirklich im Gebrauch ist. Ich mag das, dass meine Stücke in die Familien reingehen und damit leben und die Kinder damit aufwachsen. Geboren wurde Claudia 1976 in Berlin. Meine Eltern kommen so aus der Friedensbewegungszeit und in Berlin mit Großdemonstrationen und also Friedensgruppen gab's, war immer Halligalli für uns Kinder. Als ich 7 war, sind wir von Berlin nach Hessen ins Dorf gezogen. Das war ein kleines Dorf, die hatten mit Friedensbewegungen nichts am Hut, auch nicht mit unseren Friedenstauben, Luftballons am Kamin. Also für mich als Kind war es eher schwierig, weil die anderen Kinder da nicht mit uns gespielt haben. Da waren wir echt so die Zugezogenen, die eher außen vor waren. Die Pferde waren da meine Rettung. Ich hatte ein großes Glück, dass ein Bauer im Ort mich seine Pferde hat reiten lassen, dass es da ein Mädchen gab, was mir Reiten beigebracht hat. Und sobald ich es konnte, bin ich mit der Lilly, dem Haflinger, immer wann es ging, allein in den Wald geritten. Und da waren wir stundenlang unterwegs. Und da haben mir dann die Freunde nicht gefehlt, sondern wir hatten uns und den Wald. Das war schön. Je mehr Steine mir in den Weg gelegt werden oder umso schwerer es ist oder manchmal vielleicht auch nur erscheint, umso mehr Kraft merke ich, habe ich. Dann stehe ich auf und denke, jetzt erst recht. Es hat bei mir auch was mit Trotz zu tun, der mich vorantreibt. Und ich glaube, ich habe viel Energie. Ich habe eine unglaubliche Leidenschaft und eine unglaubliche Liebe für all die Dinge, die ich tue. Ich bin ja kein Superwoman in mir. Ich bin genauso oft traurig oder verzweifelt oder denke, oh Gott, das schaffe ich jetzt nicht mehr, wie andere auch. Aber ich liebe halt alle Dinge, die ich tue. Und deswegen stehe ich immer wieder auf und es geht wieder. Beim Schleifen von großen Holzoberflächen hilft ihr oft der Rentner Roland Schwangert, ein Freund der Familie.
Das muss man erst einmal alleine stemmen, alles. Und Hut ab vor dem allem. Und wenig Pausen oder gar keine. Vorrangig ist sie wirklich eine gute Mama. Also, und danach kommt halt wahrscheinlich gleich die Arbeit. Aber sie lässt ja eh nichts hinten nach oder so. Das sind Pferde, Hund, kommt keiner zu kurz. Immer. 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 Hast du dich hergeschlichen? Sag. Ja? Du dich hergeschlichen. Der Tag ist voll, aber es ist tatsächlich so, dass solche Momente jetzt kurz mal mir auch unglaublich viel Kraft geben. Also es ist nicht so, dass ich keine Pausen habe. Die sind vielleicht kürzer, aber vielleicht auch intensiver. So. Also es ist uns sehr bewusst. Und dafür bin ich dankbar. Mit dem Brandzeichen markiert Claudia nicht ihre Pferde, sondern ihre Möbel. Das ist ihre Form von Branding. Die selbstgebaute Hollywood-Schaukel. Die Outdoor-Badewanne inmitten von Rinneberg-Gartenmöbeln. Ein Gefühl, als lebe man in der Villa Kunterbund. Abendessen an Mamas Eichentisch. Kein Wunder, dass Claudia lange ihren Showroom bei sich zu Hause hatte. In der Küche, die sie natürlich selbst gebaut hat, kocht und bäckt auch ihre Tochter Elsa gerne. Ich finde, dass meine Mama eine ganz starke Frau ist und sich gern so wäre wie sie. Ja. Wir sind einfach viele, wir haben auch viele Tiere und ich finde es auch total toll, aber wir sind halt auch ein bisschen anders, ja. Aber ja. Stört dich das? Nein, ich bin eher stolz drauf. Nicht aber nicht. Das geht aber nicht. Um 19 Uhr müssen die kleinen Rinneberg-Mädchen ins Bett. Auf geht's. Das ist zu groß, Lea. Das geht nicht. Bettzeit. Nein. Doch. Auf geht's. Morgen wieder. Mama sein, Geld verdienen, den Haushalt organisieren. Ihr hohes Tempo hält Claudia nur durch, wenn ihre festen Regeln funktionieren. Gute Nacht. Wenn die Kinder im Bett sind, dass ich wirklich weiß, ab 8 ist hier Schicht im Schacht. Und dann gibt es schon die Momente, wo ich durch den Garten renne und sage, ja, juhu! Und mich entweder draußen in die Badewanne lege, in die heiße Badewanne im Winter im Schnee oder noch mal mit meinem Pferd ans Wasser kann und 10 Minuten Urlaub habe pur und da Kraft tanken kann. Das ist meine Zeit dann. Im Sommer geht sie gerne mit ihrer Stute Lynn schwimmen im Ammersee. So kriegt sie ihren Kopf wieder ganz frei. Ich bin, denke ich, ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Was nicht heißt, dass man immer lacht und strahlt. Ich habe ganz große Traurigzeiten auch, die aber nicht glückfrei sind. Also die schon durchaus auch glücklich sind. Und ich empfinde das ein Riesenglück, wenn man bei sich sein kann. Und ich glaube, ich bin zu wirklich großen Teilen bei mir angekommen. Und das gibt mir die Kraft, so viel leisten zu können. Und es gibt so eine Beständigkeit und eine Ruhe in mir, die sich wie Glück anfühlt. Ich finde, das ist Glück. Mhm.